Hallo zusammen, ich bin der Jean de Carvalho. Ich habe die Heilpraxis im 2010 für Katzen und Hunde. Und heute schauen wir das Thema an: Anti-Inflammatory Diet. Ich laufe jetzt gerade in meine Praxis, wo wir das Video aufnehmen. Also, die Anti-Inflammatory Diet ist eine Diät, die bei ganz vielen Sachen eingesetzt wird. Und zwar bei Allergien, bei Futtermittelallergien oder Unverträglichkeiten, bei Gelenkserkrankungen, bei Diabetes, bei Stoffwechselerkrankungen sonst, bei Pankreaserkrankungen, bei Nierenerkrankungen, bei Lebererkrankungen, bei allen chronischen Erkrankungen und überall dort, wo Entzündungen ein Thema sind. Und bei chronischen Erkrankungen sind Entzündungen immer ein Thema. Wenn man es aus der TCM anschaut, ist Entzündung an sich nicht eine Krankheit, sondern dann, wenn die Entzündung unterdrückt wird, entsteht eine Krankheit. Das heisst, der Körper probiert ja durch die Entzündung sich selber zu schützen, sich abzuwehren von Fremdkörpern oder von Stoffen, die den Körper krank machen können. Genauso wie Entzündung auch ein Teil ist von der Wundheilung, auch wieder aus den gleichen Gründen. Und in der Schulmedizin wird halt sehr oft die Entzündung unterdrückt. Oder man kämpft gegen die Entzündung an, anstatt dass man das Immunsystem wird stärken, dass die Entzündung schneller ihren Job erledigen kann und deswegen auch wieder abflauen kann. Gleichzeitig ist die Ernährungs- und die Haltungsform von unseren Katzen und Hunden, die entzündungsfördernd ist. Wenn wir nämlich die Anti-Inflammatory Diet anschauen, wo es übrigens auch beim Mensch gibt, wo ich für die Tiere ein bisschen abgewandelt habe, weil unser Fleischfresser Katze und Hund ein bisschen anders funktioniert in der Physiologie wie der Mensch. Allein schon, weil selbst der Allesfresser Hund, der aber auf Fleisch spezialisiert ist, einen anderen Verdauungstrakt hat als wir. Wenn man unsere Zähne anschaut, sieht das ja schon anders aus und das ist auch ein Teil des Verdauungstrakts. Also, kein Getreide. Und jetzt sagt jeder, ja super, mir ist alles klar, wo sich schon ein bisschen mit Ernährung auseinandergesetzt hat und mit Futtermitteln auseinandergesetzt hat. Weil im Industriefutter selbst, wenn man ein Industriefutter hat, also das heisst, das ist ein Futter, das schon sehr, 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 sehr stark verarbeitet worden ist, sehr oft und sehr hoch erhitzt wird und in der Regel auch trocken ist. Es gibt auch Industriefutter in Nassdosen und Beutel etc. Aber die meisten haben dann auch noch die trockene Form und im Trockenen haben wir immer mindestens 50% Stärke, was meistens aus Getreide besteht, weil Getreide ja ein hohes bioverfügbares Protein hat, obwohl das ja kein tierisches Protein ist und deswegen gerade für die Nieren von Katz und Hund suboptimal ist. Dann muss man auch noch schauen, dass der Blutzuckerspiegel ausgeglichen ist. Weil Zucker nährt Entzündungen und Bakterien ernähren sich von Zucker. Also muss der Zuckerspiegel ausgeglichen sein. Das heisst, wir wollen nicht so extreme Kurven, die gegen oben gehen. Und dann ist wieder so viel Zucker rum, dass die Zellen sich wieder, also die Bakterien sich dann wieder ernähren vom Zucker, der im Körper gepumpt wird. Was natürlich auch wieder gegen Getreide spricht, aber auch gegen gewisse Pseudogetreide, die einen hohen glykämischen Index haben. Übrigens kann man den glykämischen Index, das heißt, wie schnell der Zuckerspiegel steigt, je nach Lebensmittel. Da gibt es Listen online, da könnt ihr wirklich eingeben, glykämische Index von den Lebensmitteln und könnt dort euch die aussuchen, die eben das fördern, dass der Zuckerspiegel gleichmäßig bleibt und nicht extrem hoch steigt. Dann Omega-3-Fettsäuren sind ein grosses Thema. Das heisst, das Tier braucht genug Omega-3-Fettsäuren. Da kann man jetzt zum Beispiel Lachsöl oder Dorschleber dran dazugeben. Da muss man allerdings auch schauen, woher kommt das Zeugs, wie behandelt ist es. Grundsätzlich bei der Anti-Inflammatory Diet gilt,
möglichst unbearbeitete Rohstoffe und möglichst Inhaltsstoffe, die nicht noch irgendwelche Zusätze haben. Also möglichst naturnah, möglichst unbearbeitet und unverarbeitet. Vitamin E, OPC, ist auch ein gutes Ding, das in die Anti-Inflammatory Diet gehört für Katze und Hund. Und natürlich Vitamin C. Vitamin E kann man auch wieder schauen, wo ist das gross vorhanden. Das ist aber auch etwas, was ich gerne in die Öle reinmache, damit die länger haltbar sind. Weil wenn wir ein Öl haben, auch ein tierisches Öl, wie jetzt zum Beispiel Lachsöl oder Dorschlebertranöl, die tun, wenn man sie aufmacht, auch bei der idealen Haltung, wir halten jetzt Öl, vielleicht vermehrt sich, wenn wir es ideal halten. Bei der idealen Lagerung von Öl ist es trotzdem so, dass ein gutes Öl, egal wie gut es ist, innerhalb von 6 bis, manche streiten sich 12 oder 16 Wochen, auf jeden Fall innerhalb von ein paar Wochen oxidiert. Also es rostet. Und die Stoffe sind im Öl vorhanden und das sind wieder Stoffe, die zum Beispiel können potenziell Krebs begünstigen, weil das wieder Geschichten sind, wo ihr erinnert euch an das letzte Video, wenn ihr es geschaut habt, und sonst verlinke ich euch das hier nochmal neu, wo eben der Körper wieder die Stoffe zwischenspeichern, wenn er sie nicht abbauen kann. Oder es belastet halt auch wieder das System. Also deswegen mache ich immer Vitamin E-Tröpfchen, die kriegt ihr in der Drogerie oder Apotheke, mache ich die sowieso schon rein, dann ist das nämlich länger haltbar, es tut es konservieren und ich habe auch gerade noch Vitamin E für meine Anti-Inflammatory Diet. Dann natürlich Eiweiß, und zwar eben aus tierischen Quellen für unsere Fleischfresserin Katze und für unseren Fleischfresser Hund. Tierische Quellen und qualitativ hochwertige Quellen an Protein. Das heißt nicht irgendwelche Schlachtabfälle, sondern wirklich Muskelfleisch und Innereien, aber Innereien von guter Qualität. Das heisst eben, das Nutztier ist schon anständig gehalten worden und am besten ist es auch noch ideal für seine Art ernährt worden. Wir haben hohe Ansprüche. Ich sage, das ist das Ideale. Man muss dann natürlich teilweise Abstrich machen, je nachdem, wo man lebt, je nachdem, was für Ressourcen wir haben. Ich kann euch aber sagen, es ist auch in der Schweiz möglich, an solche Ressourcen zu kommen. Es gibt auch Fertigfuttermittel, nicht viel. Ich kenne nur 2 in der Schweiz, wo ich wirklich sagen kann, doch, die kann ich mit gutem Gewissen empfehlen. Ja, ich schweife jetzt nicht noch weiter ab. Zurück zu der Anti-Inflammatory Diet. Eben Zuckerverbot, habe ich schon gesagt. Das Einzige, was erlaubt ist, wobei da gibt es auch Leute, die sind sich da nicht so ganz einig, wenn man sich auch beim Mensch mit Anti-Inflammatory Diet ein bisschen auseinandersetzt. Ich lebe seit Jahren so. Dann sagen die einen, Honig ist okay, die anderen sagen, Honig ist nicht okay. Also ich sage, im Maß ist Honig okay. Beim Tier braucht man Honig sowieso nur, wenn auch hier eine Indikation da ist. Ist eigentlich Honig nicht ein Nahrungsmittel, sondern ein Nahrungsmittel, das man als Heilmittel braucht. Und dann ist eben bei den Anti-Inflammatory Diets auch so, Trockenfutter ist generell tabu. Weil eben auch, wenn wir ein hochwertiges, gutes, qualitatives, gutes Trockenfutter haben, der Getreideanteil oder der Stärkeanteil ist zu hoch. Weil auch in Stärke, die kein Getreide hat, haben wir zu viel Kohlenhydrat. Also eben das ganze Thema Kohlenhydrat, Zucker, Zuckerspiegel ist da wirklich ein grosses Thema. Wegen eben, wie schon gesagt, dass das auch das Futter ist für die Eizellen und Bakterien, die man eben nicht wollen, damit es gar nicht mega Entzündungen geben muss. Wasser ist ein grosses Thema, das heißt genug Flüssigkeit zur Verfügung stellen. Hier auch mal eine Lymph-Entgiftung machen. Das kann man zum Beispiel machen mit Brennnesseltee oder mit Ringelblumen, geht das auch sehr gut. Aber hier würde ich euch auch empfehlen, sucht Kontakt mit der entsprechenden Fachperson, weil sonst habt ihr plötzlich ein Inkontinenzbüsi oder Hündli, weil gerade Ringelblume sehr, sehr harntreibend ist. Dann eben hochverdauliche Stoffe, das heißt nicht so fest verarbeitet, dass sie hochverdaulich sind, sondern hochverdaulich im Sinn von möglichst natürlich
und gleichzeitig verdaulich. Das heisst, ein Rüebli roh ist nicht sehr verdaulich. Wir kochen es, weil es verdaulicher ist für die Fleischfresserin Katze und den Fleischfresser Hund. Aber man kann es auch roh geben, weil es ist nicht bedenklich roh und dann kann man es als Ballaststoff lenken, wenn man es roh gibt. Es gibt verdaulichere Fleischsorten als andere, zum Beispiel Hühnli gilt als leicht und gut verdaulich. Und darum würde ich generell einfach von den ganzen roten Fleischsorten abraten und zu den anderen wechseln. Zusatzstoffe sind verboten, das ist glaube ich klar, wenn man es umso natürlicher, wie man sollte, umso unverarbeiteter, dann sind wirklich Zusatzstoffe. Sind in der Anti-Inflammatory Diet auch verboten. Deswegen ist Trockenfutter auch schon wieder ausgeschlossen, weil selbst wenn ihr ein Futter habt, wo drauf steht, ein Trockenfutter habt, wo drauf steht, es ist ein Alleinfuttermittel und es hat keine künstlichen Zusätze, dann wird es wahrscheinlich so sein, dass der Rohstoff schon eingekauft ist und zugesetzt. Weil, wenn ihr in der Futtermittelverordnung lesen könnt, seht ihr, ein Alleinfuttermittel muss gewährleisten, dass alles vorhanden ist, was das Tier braucht. Über das habe ich auch schon geredet in einem anderen Video. Das kann ich euch sonst auch noch verlinken. Eben alles muss drin sein. Und wenn ich jetzt natürlich ein Trockenfutter habe, wo ja nur eine Fleischsorte, maximum 2 Fleischsorten drin hat, und ich gebe das jeden Tag, dann muss ja irgendetwas sonst noch drin sein. Sonst geht das ja nicht auf. Also ich meine, wir sind auch nicht gesund, wenn wir jeden Tag Huhn und Reis haben oder Huhn, Rind und Reis und vielleicht noch ein bisschen Zucchetti. Es braucht hier schon ein bisschen mehr Abwechslung. Vor allem, wenn wir dann auch wieder überlegen, welche Stoffe, wie Omega-3 etc., die ja noch reingehören, die vor allem aus Fisch gewonnen wird, merkt man dann schon, das kann ja gar nicht verheben, da muss es Zusatz drin haben. Deswegen dort auch daran denken, kein Zusatz. Das war es dann für heute. Im Intro habt ihr den Wanderweg gesehen von Wollhausen zum Steinhauserberg Richtung Gasocolina rauf. Und Jade hat man auch noch gesehen. Ich bedanke mich für Likes, für Kommentare und für Abos und wünsche euch jetzt noch einen schönen Abend, eine gute Nacht oder einen guten Morgen, wenn auch immer ihr das Video schaut. Tschüss zusammen.